Definitiv sind da welche da. Wow, da waren welche da. Bierflaschen, Wärmedecken. Ja, die werden wir uns wieder bieten. Aber ich schätze mal, die Hütten werden wir uns wieder bieten. Auf alle Fälle war da welche da. Man sieht. Ja, Bierflaschen, Matratze, der Ofen ist auch herin. Ja. Also, heute zeige ich euch ein outdoor-taugliches Gericht, Großmutters Geheimnis. Das zeige ich euch heute. Das genießen wir heute. Und zwar wieder auf der Terrasse. Jetzt schon kann er kommen. Wird ja nicht gleich wenn er kommen, oder? Brennpaste. Nicht lang leicht, nicht lang ganz leicht.
600 Milliliter Wasser. Ja, mehr brauchen wir jetzt da nicht. Ja, heute wollte ich einmal ein outdoor-taugliches Rezept, outdoor-taugliches Produkt zeigen. Also ich bin zwar kein Beutelfreak, aber Knorr habe ich da was Gutes einfallen lassen, und zwar Großmutters Geheimnis, deftiger Linsentopf. Schmeckt sehr gut und ist eine sehr ergiebige Portion. Also normalerweise reicht es für 2 Personen, weil man braucht 600 Milliliter kochendes Wasser, ja, Beutelinhalt mit einem Kochlöffel in 600 Milliliter kochendes Wasser einrühren, bei schwacher Hitze im offenen Topf ca. 13 Minuten köcheln lassen. Also da sind keine, guter Geschmack ist unsere Natur. Man sieht es auch hier, komplett ohne Konservierungsstoffe. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Großmutters Geheimnis, Knorr. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Produkte. Es gibt Nudeleintopf, Kartoffeleintopf und den Linseneintopf, und schmeckt immer wieder lecker. Also Top-Produkt. Ich mache das mal auf. Ja, das ist alles da drin. Genau. Und ich tue das kleine einrühren. Brauche jetzt gerade noch einen Löffel. Gut. Und was gar nicht fehlen darf, Worcestershire. Ich liebe das Teil. Einfach lecker. Na gut. Dann haben wir mal den ganzen Scheißdreck rein. Ja, ich habe jetzt die Hütten da wieder gemietet. Also in der Nacht waren da bestimmt welche da. Oder gestern. Weil immer Decke heraus ist, Bierflaschen liegen heraus. Ich schätze, da waren ein paar da. Also Jugendliche, warum auch nicht. Wir waren ja genauso, wir haben da auch so eine Hütten gehabt früher, wenn wir noch kleine Buben waren. Und ja, ist einfach geil. Warum ich da nicht früher schon vorbeigekommen bin, weiß ich nicht. Vielleicht hat es sein müssen. Ja. Dann Müll räumen wir gleich wieder weg. Ja, lassen wir wieder das Wochenende ein bisschen ausklingen. Und heute haben wir die ersten tollen Frühlingsstrahlen und das ist einfach geil. Also super. Nicht schlecht. Wichtigste. Also man kann den Linseneintopf natürlich noch ein bisschen ergänzen. Und zwar Paprika,
oder Pfefferbeißer. Dann schmeckt es nochmal so gut. Und dann haben wir eine volle Mahlzeit. Also für 2 Personen reicht das normal, aber ich futter das alleine. Die schmeckt lecker. Das ist eine richtig scharfe Paprikawurst. Und die schneiden wir jetzt einfach da rein. Ja, irgendwo schreien Kinder rum. Vielleicht kommen noch Kinder, dann können wir zu 10 essen. Ja, das haben wir heute für Datum, 20. März. Die ersten frühlingshaften Temperaturen, ja, um die 13, 14 Grad. Lecker. Ja, Großmutters Geheimnis. Deftiger Linseneintopf, ohne künstliche Zutaten, also voll Naturprodukt. Ich habe die schon öfters gegessen und der Vorteil bei dem Produkt ist, es schmeckt fast wie hausgemacht, also wie selber gemacht. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, tolles Produkt. Wie gesagt, dann ein bisschen Worcestersauce rein. Dann gibt es einen richtigen Pep. Brot kann man optional dazu essen, ich habe jetzt keins dabei, weil sonst bringe ich es nicht weiter. Sonst wird es zu viel. So. Wird schon langsam. Und das nur mit der Brennpaste reicht vollkommen aus. Hier braucht man nicht jetzt unbedingt mit Holz heizen. Ein Spiritusbrenner braucht man auch nicht. Also Brennpaste geht. Dauert es halt 5 Minuten länger. Also das Video ist keine VA von Carlos. Die VA von Carlos kommt extra. Das kann ich mal schauen. Naja, der Hund ist da. Der Hund ist da vorne. Hey Ferdi, dicker. Ja, da werde ich ein paar Brocken für Blinkenstein 1966 mitessen, weil er ja bei der VA beim Carlos ein richtiges Pech gehabt hat. Und da kriegt er ein paar Löffel von mir ab. Für den Carlos ist ja auch ein paar Löffel mit. Für den Guido, für Weibelkurs ist ein paar Löffel mit. Für den Dietmar B, also für den Dietmar. Alles was es gibt, für jeden ein Löffel, dann ist weg. Da lassen wir jetzt richtig gut schmecken. Bier habe ich leider wieder keins dabei. Mein Gott. Ohne Hirn ist leicht marschiert. Ich glaube, die Suppe ist fertig. Oh ja, das kocht jetzt richtig schön auf. Dann ein bisschen Worcestersauce rein. Dann kriegt es einen richtig geilen Pep. Ich liebe diese Soße. Einfach lecker. Ja. Die Suppe ist fertig. Deftiger Linseneintopf von der Firma Knorr, Großmutters Geheimnis. Ja, meine Jungs, also mehr kann ich halt nicht bieten. Ich wollte nur das Produkt ein bisschen vorstellen. Also ich bin kein Freak von Backelsuppen, aber das kann man
essen. Wenn man ein bisschen Wurst reinschneidet, Debreziner, Wiener oder irgendwie so Knacker, dann ist es ein richtig geiles Gericht. So. Also, einen guten alle miteinander. Echt super. Da haben wir noch was rein. Was auch gut schmeckt, da drin, 5-6 Tropfen Flüssigrauch, das ist ein Liquid, da schmeckt es wie geräuchert, aber nicht zu viel rein. Ich werde das Produkt einmal vorstellen, ich habe das daheim, das ist ein 120 Milliliter Fläschchen, Flüssigrauch von der Firma, weiß ich jetzt nicht, gibt es ganz selten, das ist schwer zum kriegen. Aber bei Amazon kriegt man das. Passt gut bei Chili con Carne. Und da kann man das auch nicht. Ja. Und da gibt dann so einen richtig geilen, rauchigen Geschmack. Na gut. Paprika. Was ich lassen wir jetzt schmecken. Bis demnächst. Ja, das war's wieder. War ein sehr schöner Nachmittag. Und gehen wir wieder heim. Also danke nochmal fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, würde mich freuen. Abonnieren, nicht vergessen und liken sowieso. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Also, habe die Ehre.